Das ist eigentlich das Tutorials da die ganze Zeit. Du kannst Waffen in Unterschlupf kaufen, aber wenn du bla 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 aktivierst, bestimmt kannst du aktivieren und erhalte Gratiswaffen. Gratiswaffen? Das Gelände kennen. Ja, schon. Jederzeit wissen, wo du bist. Vars nutzt die Türme, um die Insel zu kartieren und seine Männer zu finden. Störsender blockieren den Zugang. Unser Volk hat keine Verwendung für solche Geräte. Aber du wirst wertvolle Informationen bekommen. Ja, die Störsender sind ganz oben. Jeder Turm deckt ein begrenztes Gebiet ab. Kletter auf alle und du deckst die gesamte Karte auf. Das ist ja fast wie bei Assassin's Creed, hä? Also komm, gehen wir mal. Dort rauf! Ja, mal schauen. Da durch, hä? Zielen, schießen. Und jetzt auf den Turm und nicht schießen. Das muss der Funkturm sein. Ja, Sehr schön. Und dann, oh. Ah. Und Schlange. Eine Goldkette und Scharfschützenmunition. Das ist ja irgendwie ein Nahkampf. So. Was? Ah, eben. Dreckviech. MP-Muni. Und 25 Stutz. Nur im echten Leben so wäre, überall Kisten mit Geld drin würde liegen, he? Also schön sieht es ja aus, he? Das muss man einfach so mal sagen, so nebenbei. Ja, aber das sind wir uns ja von der Far Cry gewöhnt. He? Das 1 war super, das 2 war scheiße und das 3 ist wieder super. Dann muss doch das sein. So. Ja, sieht wirklich heiß aus. Nicht runtergucken. Wieso? Puppenkopf. Und $27. Alter, wie weit rauf geht das noch, ey? Ja, okay. Sehr schön, sehr schön. Haben wir jetzt wieder Strom? Kann man... Ui. Also gut. Ganz geil. Nette Fahrt, ha? Jupp. Hab's erledigt. Gut. Zeig mir deine Karte. Siehst du? Alles, was du wissen musst, ist nun durch den Funkturm aufgedeckt. Geschäfte, Abenteuer. Die Insel ruft nach dir. Und genau wie du sind die Händler hier von außerhalb. Auch sie brauchen die Funktürme für ihre Geschäfte und sie belohnen dich für jeden befreiten Funkturm. Ein wahrer Krieger muss jagen. So will es die Natur. Sieh auf die Karte und wähle dein Jagdrevier. Hab keine Angst vor deinem Instinkt. Die Gesellschaft lehrte dich zu versagen, nicht die Natur. Müssen wir jetzt jagen? Das ist richtig verstanden. Also, willst du deine Freunde retten, musst du den Dschungel kennen.
Tierhäute und Leder ermöglichen dir Ausrüstung und viele Waffen mitzuführen. Aus Pflanzen kannst du starke Medikamente herstellen, die dich heilen und deine Sinne schärfen können. Geh. Kehre zurück, wenn du den Dschungel beherrschst. Wie meinst du das? Was soll ich denn dort tun? Hör auf deinen Instinkt. So ein Scheiß. Also jetzt müssen wir jagen und nachher Drogen sammeln. Habe ich richtig verstanden? Ha. Was sind das für Diamanten auf der Karte? Ah, Kistli. Ja gut, dann holen wir doch die alle noch schnell. Wo ist da noch irgendwas? Da. Kubanische Zigarre. So. Das ist ein Schnüme. Sieht nicht so aus, he? Yeah! Ist richtig driften mit diesen Kerren. Was sind das für blaue Dinger da auf der Karte? Da kommen wir nie mehr rauf, wenn wir da... Naja, scheiß drauf. Zuerst mal Wildschwein holen da. Jetzt noch ein paar Diamanten. Da ist doch ein Diamant. Das ist doch keine Kiste. Komisch. Die haben wir schon. So. Hallo. Spinnenfetisch. Okay. Ich weiß auch nicht, wieso das da etwas anzeigt, obwohl da nichts ist. Komisch. Komisch. Naja, also weiter. Also mein Auto sieht noch sexy aus irgendwie. Voll die abgefuckt wurde Kiste. Ja, jetzt gehen wir aber die Blättchen mal anschauen. Dann. Achtung, was ist gestanden? Kaminrotes Blatt. Ah, und das Blaue ist im Wasser drin. Kehre zurück, sonst scheitert die Mission. Also, jetzt gehen wir mal Wildschwein jagen. Dann. So ganz viele Blättchen. Tiere besorgen. Aber welche? Ha, das Rot haben wir schon. Da, wo sind wir? Ja, hinten. Also gut. Komm, du auch noch. Komm, nein, warte. So. Jetzt noch mehr. Ah, ich brauche nur 2. Aber wie? Ah, okay.
Bäh. Dieses auch noch schnell. Na komm. Ja, fuck, kannst du laut sagen. Und dann noch schnell das grüne Blatt. Was ist die da? Ah. Hübsch. Das andere grüne Blatt. So. Und jetzt noch das Blaues. Das Blaues. Und wir doch noch ins Wasser. Da ist noch das Wildschwein. Komm. Schon gerade da bist. Das ist noch schön, wie sie sich schlachten. So, aber jetzt noch ein Diamant. Doggy Bag. So, jetzt mal schnell in die Nähe vom Wasser, da hat es sicher noch das Blaues. Ah, jetzt schnell ist. Darf nicht die graue Bereich auf der Karte. Aber so ein blaues Blatt wäre aber gleich noch schön. Dann nehmen wir doch das Auto. Viel zu anstrengend, sonst. Viel zu anstrengend. Hätten wir nur voriges Blaues mitgenommen, dann wären wir jetzt schon. Die Straße nachher dann. Ah. Ui, das war glaube ich knapp gewesen. Hoppa. Ah, sehr schön. Seetang. Das sieht schon hure geil aus, muss man einfach immer wieder sagen. Karte öffnen. Schnellreise. Was da? Ah, so. Gut. Jetzt ladet es wieder. Ist noch praktisch, wenn wir nicht den ganzen Weg zurückfahren. Können wir einfach mal ein bisschen schnell reisen. Ist das eigentlich da meine Hütte jetzt, oder? Ganz for sale. Ha. Ah, die könnte man kaufen. Ich habe zu wenig Kohle. Oh, MP5. Ja. Haben wir da noch Schönes? Die ist verfügbar. Ah, das ist die, die wir für den Turm bekommen haben. Geil. Da könnte man es noch ein bisschen tunen. Nein. Einfach die hier ausrüsten. Ah, kann ich die jetzt nur? Nein, in dem Fall nicht. Oder ist die echt besser als? Ja, es ist schon besser. Einfach weniger Schaden, aber sonst ist alles besser. Nehmen wir doch die mit. He? So, jetzt müssen wir die hier noch schnell auswählen. Die ersetzen. Sehr schön. Zurück, zurück, zurück. Hübsch. Also, jetzt gehen wir noch einmal zum Dennis, also zum Jamie Foxx. Das Tutorial haben wir noch. Ah, wegen dem Schnellreisen. Das ist ja gut, das wissen wir, wie es funktioniert. Jetzt, wo ist der Typ? Ha. Da lebt. Dennis, ich habe die Pflanzen und Tiere. Jupp. Gut, forme die Natur nach deinem Willen. Ich zeige es dir. Was? Also, Herstellung. Jetzt benutze die Pflanzen, um 2 Spritzen herzustellen. Ja, mach's mal. Nicht so einig gemacht. Ah, ich muss noch herstellen. Gut, Herstellen. Jason. Vielleicht findest du noch wirksamere Pflanzen im Wald, wenn du Glück hast. Nun,
Benutze die Häute der getöteten Tiere, um deine Taschen zu vergrößern. Die Herstellung ermöglicht dir, mehr Waffen, Geld, Beute und Spritzen zu tragen. Sehr schön, sehr schön. Wie geht das? Ah, da. Haben wir. Sehr schön. In Besitz 3. Ja, dann machen wir doch so einen Rucksack. Eine Sache noch. Das Tatau auf deinem Arm. Das bedeutet, dass du besonders bist und die Seele eines Kriegers hast. Du bewegst dich auf einem Pfad. Ich zeige dir, wie du es ergänzt. Mit jedem Tatau lernst du eine Fähigkeit. Du kannst 3 verschiedene Arten von Fähigkeiten lernen. Und nun zeige ich dir den Takedown. Den Takedown. Was geht da ab? Ah, da Takedown. Näher dich einem Gegner. So ist gut. Du wirst immer stärker. Und mit jeder Fähigkeit wird das Tatau größer. Nimm noch eins. Ja, ich wollte das jetzt. Ah, jetzt habe ich das. Gut. Klicken wir auf die Spinne. Das da, was ist denn das? Sprintschlitten. Du kannst beim Sprinten C drücken, um über den Boden zu rutschen. Das hast du Ja, gut ja. gemacht, Jason. Hübsch, hübsch. Das Tatau. Hey, Felipe, wir fahren zum Außenposten bei Amanaki. Wir haben dir eine Amerikanerin. Komm her, wird lustig. Was ist denn jetzt? Lisa, Oh, Scheiße. wir müssen sie zurückholen. Komm, mir nach. Ha. Also, einsteigen, ich fahre. Ich fahre. Du kannst sicher nicht fahren. Was ist das für ein Außenposten, wo sie hinbringen? Die Außenposten sind Festungen, die man überall auf Rook Island findet. Piraten benutzen sie, um die Gebiete zu kontrollieren. Also fahren wir direkt in den Kampf. Ja, und das ist gut so. Wenn wir deine Freundin befreien, schlagen wir 2 Fliegen mit einer Klappe. Wir führen Krieg gegen was? Es ist wichtig, dass wir den Piraten die Außenposten abnehmen. Wenn die Rakyat einen erobern, wird das Gebiet sicherer. Alle können es dann schneller durchqueren und es ist eine Gelegenheit, Erfahrung als Krieger zu sammeln. Wer ist in dem Truck? Rakyat-Krieger, die wahren Rakyat, die im Herzen der Insel leben. Durch das Tatau werden sie dir vertrauen. Hör zu, danke für die Hilfe. Aber ich will nur Lisha befreien und meine Freunde finden. Meinen Bruder. Das ist die einzige Chance, sie lebend zu retten. Du bist aus dem Sklavenlager entkommen und lebst noch. Es ist Zeit zu kämpfen. Wir sind alle gleich, Jason. Es gibt nur einige, die nicht handeln. Das ist der Unterschied. Alles klar, ich kann das. So wie du war ich einst ein Fremder hier. Du bist nicht allein, mein Freund. Wir werden mit dem Angriff auf dich warten. Jason, Dennis hat dir das Tatau geschenkt. Jetzt musst du kämpfen. Du kannst Wer sie rennt schnell mit mir? angreifen, sie aus der Entfernung ausschalten oder dich anschleichen. Deine Entscheidung. Ja, geben wir zuerst mal eine anständige Knarre. Da oben, oder was?